Hallo zusammen, ich bin Jean de Carvalho. Ich habe eine Gesundheitspraxis mit Spezialisierung auf Ernährung seit 2010. Und heute schauen wir das Thema an, Ganzheitlichkeit, der zweite Teil. Im ersten Teil habe ich schon erwähnt, dass es bei Ganzheitlichkeit verschiedene Ansätze gibt und dass es vor allem darum geht, dass während die Schulmedizin Symptome zusammenfasst und aus diesen Symptomen eine Diagnose macht, Alternativmedizin jedes Symptom anschauen. Auch eine Krankheit ist dort nichts anderes als ein Symptom. Also der Körper, der um Hilfe schreit, weil das, was der Körper trägt, unsere Seele, nicht angelost wird. Ist nur ein Teil von unserem Körper und unser Körper ein Teil von unserer Psyche. Die zwei interagieren nonstop. Wie findet man jetzt also heraus, was der Ursprung ist? Also was war zuerst gewesen? Welcher Stress, welcher konkrete Stress hat zu dem konkreten Symptom geführt oder zu diesen Symptomen? Was ich gerne mache, ist, wenn ich jetzt ein Tier oder einen Mensch vor mir habe, das ist dort nämlich sehr ähnlich, dann tue ich zuerst mal alles zusammenfassen, was überhaupt da ist. Das heisst, wenn ich kinesiologisch arbeite, kann ich das anhand eines Stressdiagramm, das heisst anhand von der blockierten Meridiane, nachher eruieren. Das ist das Beispiel, das ich im Video Teil 1 gemacht habe mit dem Büsi. Ich verlinke euch das jetzt hier oben noch. Jetzt, wenn ich das in einer heilpraktischen Arbeit anschaue, dann schaue ich das so an, dass ich die ganzen verschiedenen Symptome habe. Das kann jetzt hier zum Beispiel sein, wie wir das gerade im letzten Video auch, eine Blasenentzündung. Und dann hat, wenn wir wieder das Büsi haben, hat ein bisschen dicker Schwanz bekommen. Bei uns haben wir etwas Schweinsches dabei. Also, und das Büsi. Hier hat es das Thema Blasenentzündung, dann hat es hier zum Beispiel das Thema mit der Haut. Dann hat es hier, dass es überall anzeigt, also es markiert, das haben wir letztes Mal auch noch gehabt. Und dann haben wir zum Beispiel hier noch ein Thema in der Katzengruppe. Bei der Haut haben wir, dass es sich kratzt, dass er kratzt sich um die Augen herum. Und auch Haarausfall. So, jetzt haben wir hier ein paar Punkte, ich muss das nicht lesen, ich muss es lesen, dass ich das Beispiel nicht wieder vergesse. Für euch hier zum Anschauen, ihr seht, hier haben wir verschiedene Punkte. Und in der Mitte das Büsi. Und ich habe extra ein dickes Büsi gezeichnet, damit wir hier nämlich den Kreis in der Mitte haben. Dass ich mit euch das Ganzheitliche zeigen. Die Ganzheitlichkeit ist, wie ist es miteinander verbunden? Und wie bringt uns das näher an die Ursache? Eben, kinesiologisch ist es ganz einfach. Dort kann man die Ursache testen, dann sieht man, woher es kommt. In der Praxis schaffe ich immer in einer Mischung zwischen kinesiologisch und der Tierheilpraxis. Von diesen Feldern, die ich arbeite, nehme ich gerne das Beste jeweils raus und kombiniere es. Und zwar jeweils so, dass es für den Mensch und das Tier passt. Also jetzt haben wir noch die verschiedensten Symptome. Wir haben aber auch Umstände, also wir haben Lebensumstände, wir haben Gruppenthemen, wir haben Lebensumstand, wir haben das Markieren, das ist auch etwas, was passiert im Leben. Dann wollen wir natürlich noch mehr wissen über die Gruppe, wie viele Tiere besteht, wie ist die Familie, was jetzt für Wechsel. Also das wäre dann auch wieder das Thema gute Anamnese. Und das Spannende ist jetzt, wie hängt das alles zusammen, dass das noch ein ganzes rundes Bild gibt. Beispiel kann es sein, dass das Büsi Stress hat in der Gruppe und wegen dem Stress in der Gruppe haben wir jetzt herausgefunden, dass es dort zum Beispiel ein anderes Büsi hat und das andere Büsi tut gegen unser Büsi, unser Rundbauchbüsi hetzen. Also das passt zum Beispiel immer bei den Türen ab und geht es abschlagen. Und das gibt natürlich Stress. Jetzt, wegen dem kriegt das Büsi Angst, dass es nicht in der Gruppe bleiben kann, beziehungsweise es weiss nicht, wo es steht. Also das wäre jetzt zum Beispiel TCM-technisch, könnte eine Perikard- und eine Blasenblockade sein. Und deswegen kann sich das natürlich in einer Blasenentzündung äußern. Und weil sich das Büsi nicht abgrenzen kann, kriegt es Hautprobleme. Weil was ist die grösste Abgrenzung, die wir haben gegen aussen? Unsere Haut. Also, wenn unsere emotionale Abgrenzung nicht funktioniert, wird auch unsere Haut nicht so funktionieren, wie sie sollte oder Probleme haben. Also fängt es sich so an verkratzen, auch zum Stress abbauen, es kriegt Allergien
weil es mit der Situation nicht umgehen kann. Also sie kann sich nicht abgrenzen, sie kann auch nicht die Situation annehmen. Also wir reden hier auch vom Luftelement. Da kann man sich vorstellen, es ist dicke Luft dort daheim. Also kriegt man auch nicht so Luft. Das kennt man vielleicht, wenn man auch selber mal in Situationen war im Leben oder in einer Situation ist, wo sehr stressig ist, wo Leute nicht mehr miteinander reden können oder nicht gesund miteinander reden können und man das Gefühl hat, wenn man in dem Raum ist, es schnürt einem die Luft ab. Das ist dann ganz klar der Körper, der dir zeigt, hey, du hast im Fall ein Metallproblem. Luft und Metall sind das gleiche Element. Du brauchst Raum zum Atmen, also verschaff dir Raum, dass du sein kannst. Also die Affirmation dort ist auch, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und wenn du es wert bist, geliebt zu werden, das heisst, wenn du dir selber einmal die Liebe gönnst, die du zu gut hast, dann machst du dir auch automatisch Raum und stehst automatisch für dich ein, weil du weißt, du bist es wert. Und bei unseren Tieren ist es genau das Gleiche. Wenn natürlich da die ganze Zeit ein Büsi ist, das gegen dich hetzt und deinen Raum vereinnahmt oder dir den Raum oder dem Büsi den Raum wegnimmt. Und eben, das Büsi entscheidet sich jetzt aus dieser bloßen Angst, aus dem Abgrenzungsproblem, weißt du das? Und jetzt beiße ich einfach überall an, ich verschaffe mir meinen Raum. Aber das ist eher wie ein Komplex. Weil wenn das Büsi in sich selber genug sicher wäre, dass es sich gar nicht auf das Spiel einlässt, müsste es ja auch nicht alles markieren. Also jetzt markiert es einfach die Sachen, damit es sich selber schmeckt, damit es selber weiss, okay, ich bin da, du kannst mich jetzt hier nicht weg tun, weil es schmeckt überall nach mir im Fall. Was das andere Büsi zum Beispiel um mehr triggern könnte, weil das tut ja meistens aus einem Stress raus, sich so verhalten. Bei mir ist es dann sogar so, in so einem Fall schaue ich das ganze System an. Also das heisst, da wird dann auch angeschaut werden, okay, und warum hat denn das Büsi überhaupt gegen das Büsi? Weil dort ist ja auch etwas hinten dran versteckt. Jetzt bleiben wir aber mal bei dem Büsi, damit es einfach bleibt. Jetzt haben wir hier also die ganzen Punkte, die wir angeschaut haben, drin. Wir können sie miteinander verbinden. Sie sind logisch, auch nachvollziehbar, wenn man es ganzheitlich anschaut. Und das ist das, was ich immer erwarte, wenn ich ganzheitlich arbeite. Ich erwarte, dass ich jede Symptomatik, jede Krankheit, jeden Lebensumstand kann miteinander verbinden und so herausfinden, das ist die Ursache. Also hier sehen wir die Situation mit dem anderen Büsi ist die Ursache, beziehungsweise die Ursache ist, dass sich das Büsi nicht abgrenzen kann von dieser Situation und so in dem Teufelskreis drin bleibt miteinander. Also wenn ich im ersten Teil erzählt habe von den verschiedenen Ebenen, wie die miteinander interagieren, so sehen wir hier auch, okay, durch das, wie das zusammenschafft, jetzt durch das Beispiel. Jetzt, was bringt uns das? Im Beispiel denke ich ist ganz klar, wir wissen, wo ansetzen. Das heisst, wir können den ursprünglichen emotionalen Stress, und in dem Beispiel ist das der Stress mit dem anderen Büsi und sich nicht abgrenzen können wir lösen. Jetzt könnte es zum Beispiel auch ein Büsi sein, das nicht im gleichen Haushalt lebt. Also ein Büsi, wo das andere, wo unser Rundbauchbüsi draussen schikaniert. Dann können wir natürlich nicht auf das Büsi Einfluss nehmen, weil es nicht dem Besitzer gehört, der zu mir in die Praxis kommt. Und wir sind nicht übergriffig. Das heisst, das ist nicht unser Thema, es ist nicht unser Haushalt. Gut, was machen wir denn? Wir helfen im Büsi zu lernen, sich emotional abzugrenzen. Also das heisst, man löst das Thema, die Lösung eben sehr individuell sein und das dürft ihr wirklich das Büsi selber wählen. Und das zu erklären, wenn ihr das wollt, schreibt mir entweder in den Kommentaren oder die meisten von euch schreiben mir immer privat. Also schreibt mir, wie ihr mich immer kontaktiert, ob ihr das wissen wollt, wie eigentlich das verstanden geht, wie man das ablösen. Und sonst habe ich euch in der Beschreibung unten noch einen Link zu meinem Blog. Dort habe ich nämlich über die emotionale Stressablösung einen Blog geschrieben. Sie lernt sich abzugrenzen, durch das, dass sie sich lernt abgrenzen auf eine gesunde Art, lässt sich es nicht mehr triggern von dem anderen Kater. Es findet deswegen eben den Platz in seinem Leben. Das ist das, was ich vorhin das Beispiel gemacht habe. Es weiss jetzt wieder das Büsi, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich darf
die Position, die ich einnehmen kann in meinem Leben, in meiner Katzengruppe, bei mir daheim. Blasenentzündung kann deswegen abklingen. Und sie muss auch nicht mehr ständig überall markieren. Jede Thematik, psychisch und körperlich, immer muss mit einbezogen werden. Und erst, wenn man verstanden hat, wie diese Sachen miteinander kommunizieren, miteinander interagieren, können wir auch den bestmöglichen Ansatz für die Heilimpulse, die Selbstheilimpulse für das Tier finden und verstehen. Und mein Ansatz ist immer, es auch zu verstehen. Man kann das Ganze natürlich auch testen, ohne gross zu hinterfragen, was, wie, wo. Das kennt man zum Beispiel aus der Bioresonanz, dass man teilweise einfach das Gerät quasi anschließt und dann sieht man, okay, das und das ist das Thema, beziehungsweise das und das braucht es. Und dann macht man einfach mal. Das ist auch eine Ansatzmöglichkeit. Ich selber bin ein Typ, ich bin der Überzeugung, dass umso besser wir Menschen auch verstehen, was mit unserem Tier jetzt passiert, umso eher können wir unseren Teil erkennen, was das Tier spiegelt und können dort auch wieder ansetzen und die Abgrenzung schaffen, die auch dort wichtig ist, dass man das eigene Thema löst und dass man so auch das Tier besser unterstützen kann. Und einfach die Tatsache, ganz oft ist es so, einfach, dass wenn man einmal verstanden hat, hey, so hängt es zusammen, dass es dann einfach schon lösen kann. Also wenn man sieht, wo die Knüppel sind, dann kann man sie auch lösen, einfach weil man nur darüber redet. Sagen wir, die Leute, die zu mir kommen, sind Leute, die sonst nicht mehr weiter wissen. Und deswegen ist mir dort auch wichtig, dass man einfach mal versteht, schau mal, so hängt es zusammen. Und wenn es bei sich selber, wenn man dann auch merkt, hey, das macht Sinn und oh ja, jetzt verstand ich mein Tier, dann eröffnet das auch den Weg, dass man ihn selber gehen kann. Also es ist für mich ein Türen zeigen, schau mal, dort ist der Weg, und zwar aus dem Grund. Und jetzt könnt ihr gehen. Ich unterstütze euch auf dem Weg, so wie ihr das braucht und so wie es stimmig ist. Aber jetzt könnt ihr zusammen den Weg in die Selbstheilung gehen. So, das war es wieder. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, wenn auch immer ihr das Video geschaut habt. Tschüss zusammen.